der schon wieder? Jetzt ist der schon wieder davon gerannt. Karl! Karl, wo sind Sie denn? Also ich weiß nicht, wo mir der Kopf steht von der Arbeit und der ist schon wieder nicht da. Karl! Ja, Karl, wo sind Sie denn? Ja, ich komme ja schon. Ja. Sie haben mich gerufen, Frau Wirtin. Ja, das ist ja schön, dass Sie es kommen haben können. Ja, wo waren Sie denn schon wieder? Ja, sagen Sie mir, was ist denn das für eine Art, mitten während der Geschäftszeit davonlaufen? Sie haben eine schöne Auffassung von der Arbeit. Wenn Sie so weitermachen, dann werden wir bald ausgeredet haben miteinander. Aber Frau Wirtin, wer wird denn gleich so bös werden? Was bös werden? Ich bin's ja schon. Ja, für was glauben Sie, dass Sie bezahlt werden? Ja, für die Arbeit natürlich. Für was denn sonst? Ja. Aber ich habe eben auch nur 2 Hände. Ja, das stimmt. 2 Hände haben Sie, aber 2 linke. Und 2 linke Füße dazu. Okay, Karl, man braucht sie ja bloß anschauen, dann wird's einem schon schlecht. Frau Wirtin, ich stelle fest, das ist eine Beleidigung. Karl, komm es mir ja nicht von der Seite, sonst könnte es mich einmal kennenlernen. Wenn man mich reizt, dann kann ich verdammt grob werden. Ich weiß. Aber wenn man lieb ist zu Ihnen, dann kann das ganz anders werden. Okay. Und wenn Sie freundlich dreischauen, Frau Wirtin, und wenn Sie Ihre lieben Zahndal zeigen, Sie werden es nicht glauben, aber dann sind Sie direkt zum Abbusseln. Narrischer Kerl, narrischer. Sehen Sie jetzt zum Beispiel. Also, Frau Wirtin, man könnte sich direkt verlieben in Sie. Okay. Ja. Also das Mannsbild wird von Tag zu Tag blöder. Ich? Ja, Sie, wer denn sonst? Was ist denn überhaupt los mit einer Karl? Sie waren doch früher immer so lustiger, netter Bursch. Und seit einiger Zeit, da laufen Sie rum, als wie wenn einer wer weggestorben wäre. Was haben Sie denn, Karl? Nix. Wirklich nix. Was soll ich denn haben? Okay, Karl. Also mir können Sie schon sagen. Also was ist los mit Ihnen? Hm? Ja, ich konnte nicht sagen. Was soll denn besonders los sein mit mir? Gefeig ist er auch noch. Gut, dann sag ich's Ihnen. Verliebt sind Sie? Ja. Ja, also haben Sie ja gleich. Das heißt, nein, wieso? Ja, ich denke mir so. Aber Frau Wirtin, Sie werden doch nicht meinen, dass... Ja, mir können es doch sagen. Sind Sie unglücklich verliebt? Ja. Na, das ist ja schlimm. Gell? Ja, was machen wir denn da? Das frage ich mich auch. Aber gegen die Liebe ist eben kein Kraut gewachsen. Das Beste ist, ich hänge mich auf. Kannst du arg wird's auch nicht sein, Karl. Und wer weiß, wenn Sie ganz ehrlich sind zu mir, dann kann ich Ihnen vielleicht sogar helfen. Mir kann niemand helfen. Na, sagen Sie das nicht, gell? Ich habe schließlich auch meine Erfahrungen. Also, Karl, jetzt raus mit der Fahrt. Wer ist sie? Nein, Frau Wirtin, das kann ich Ihnen nicht sagen. Ja, aber Karl, ja, wenn ich Ihnen helfen soll, dann muss ich schon wissen, wer Ihre Angebetete ist. Frau Wirtin, das dürfen Sie nicht von mir verlangen. Das kann ich Ihnen nicht sagen. Ich werde meine Liebe in mein Inneres verschließen und wenn ich daran zugrunde gehen sollte. Ja, Karl, ja, mir scheint, Sie haben mir noch gar nicht gesagt, dass Sie es gern haben. Ja, wo denken Sie denn hin? Das traue ich mich gerade. Ja, so kommt's ja nie zusammen. Das ist es ja eben. Das ist ja die Tragödie. Und dabei ist sie so lieb. Ein Gesicht hat sie wie Milch und Blut. Und Eigerl. So braun wie ein Reh. Ja. Das heißt, woher wissen Sie denn das? Na, ich denk mir's halt. Und die lieben Backerl, wenn Sie sehen könnten. Und die schönen. Die schönen blonden Haare. Ja. Das heißt, woher wissen Sie denn das? Ja, ich denk mir's halt. Aber reden Sie nur weiter, ich höre Ihnen gern zu. Ja, Sie haben leicht zuhören. Was wissen denn Sie, wer das ist, wenn man an so einem Wesen dauernd vorübergehen muss, wenn einem das Herz vor Liebe schreit? Ja, dann lassen Sie halt Ihr Herz mal ein bisschen weniger schreien und machen es dafür Ihr Mund auf. Freilich, gehen es hin zu ihr und pappen Sie Ihre Busseln auf. Ja, und Sie pappen mir dafür ein Watschen rein. Ja, soll sie vielleicht zu Ihnen kommen und soll sagen, gestatten Sie, Herr Karl, dass ich um Ihre Hand anhalte? Ja, das wäre schön. Ja, gell? Das wäre freilich schön, aber so geht's halt einmal nicht. Also jetzt raus mit der Farbe, Karl. Wie heißt sie? Nein, Frau Wirtin, das kann ich nicht sagen und Ihnen am allerwenigsten. Ja, Karl, jetzt komm, jetzt leg's mit an. Mir könntest es doch alles sagen. Nein? Mich brauchst nicht anlügen. Nein. Gut, dann sag's ich Ihnen. Kathi heißt sie. Ja. Ja, also. Das heißt, woher wissen Sie denn das? Ja, Karl, gell. Ich bin doch nicht blind. Das habe ich schon lang gemerkt, dass Sie meine Nichte gern sehen. Ja, und Sie sind gar nicht böse auf mich. Ja, wieso soll ich denn böse sein?
Ich kann mir vorstellen, dass die Kathi mit ihr recht glücklich werden könnte. Ja, Frau Wirtin, das ist ja, ich bin ja der glücklichste Mensch von der Welt. Aber die Kathi weiß ja noch gar nichts davon. Ja, dann sagen Sie es ihr halt. Ja, wenn ich mich doch nicht trau. Ja, Sos Maria, was haben denn Sie in Ihre Adern, ha? Himbeersaft, aber kein Blut. Sagen Sie mal, Karl, hat die Kathi schon einmal eine Andeutung gemacht, dass er nicht gern sieht? Naja, sie ist ja immer recht freundlich zu mir. Aha. Manchmal sogar sehr freundlich. Na also. Wissen Sie, Frau Wirtin, ich mache ihr immer so kleine Geschenke. Nichts Kostbares, nur so Kleinigkeiten halt. Die lege ich ihr immer heimlich hinauf in ihr Zimmer. Ganz ohne Namen natürlich. Ganz anonym. Aha. Drum schaut der Kathi ihr Zimmer aus wie so Tante-Emma-Laden von lauter Blumen. Ja, sagen Sie mal, Karl, weiß die Kathi, dass Sie derjenige sind? Welcher Ja, freilich, Ja? ganz bestimmt. Ja, sagen tut sie zwar nichts, aber sie ist nachher immer so lieb zu mir. So außergewöhnlich lieb. Das habe ich schon gemerkt. Die Geschichte muss ich in die Hand nehmen. Hm? Ich werde halt mal reden mit ihr. Ja, bitte, Frau Wirtin, bitte tun Sie das. Ja. Jetzt muss ich für den Traum nicht der Brautwerber auch noch spielen. Ja. Um Gottes Willen, Frau Wirtin, schauen Sie, da kommt sie gerade. Ja, das ist recht. Kann ich gleich reden mit ihr, ja? Ja, aber bitte tun Sie ja nichts verderben. Nein, ich verderb nichts. Ich mach schon richtig, ich stehe mit drauf. Aber Sie gehen am besten zu, ich kann Sie da nicht brauchen, gell? Um Gottes Willen, da kommt sie schon. Mir schlagt das Herz bis zum Hals hinauf. Morgen, Tante Anna. Guten Morgen. Bin ich lang ausgewiesen. Nicht böse sein. Mein Gott, wenn ich immer böse sein müsste, wenn du nicht da bist, wann ich dich brauche, dann müsste ich den ganzen Tag mit dem grantigen Gesicht rumlaufen. Morgen, Karl. Guten Morgen, Fräulein Kathi. Guten Morgen. Was ist denn, Karl? Ich hab doch gesagt, sie soll verschwinden. Du bleibst da, gell, mit dir über was zu reden. Was denn? Ja, das hörst du nach. Ich meine, der Karl, gehst zu. Ja, aber bitte ganz vorsichtig. Ja, ich bin ganz vorsichtig. Ja, was hat er denn? Ja, mein Spinnen tut er halt wieder. Das gemeine Karl. Ja, ich bin ja so aufgeregt. Ja, was ist denn mit dem Karl los? Der ist ja heute ganz spaßig. Was heute bloß? Der ist doch dauernd spaßig. Aber netter Kerl ist es. Ja. Du, das gibt ihm einen ganz tüchtigen Ehemann ab. Ja, er raucht nicht, trinkt nicht, ist fleißig und arbeitsam. Also das Mädel, das den Karl einmal kriegt, die kann sich gratulieren. Ist ja möglich. Du Katterl, ich wollte eigentlich schon längst einmal mit dir was reden. Sag einmal, du bist doch jetzt in dem Alter, wo du mal schön langsam ans Heiraten denken darfst. Ist dir noch nie einer begegnet, der dir gefallen hat? Verstehst du schon, wie ich meine? So richtig gefallen. So, dass man sich vorstellen könnte, dass man ganzes Leben damit verbringen könnte. Gefallen hätte mir schon einer. Ja, ich wüsste mir sogar schon Ah einen. ja? Ist vielleicht ganz gut, dass du mal davon anfängst. Ich trag's eh schon lang nur mit mir umeinander. Okay, und hast mir noch nie was gesagt davon. Okay. Man tragt doch sein Herz nicht offen zur Schau. Kathi, mir scheint, bei dir brandelt ein bisschen was. Ein bisschen arg, meine ich. Was? Auch noch? Hast nie was gesagt davon. Okay, das trauert er mich doch gar nicht. Ja, es ist Maria schon wieder mal jemand, der sich nicht traut. Ja, was seid denn ihr für junge Leute? Du, da war ich schon anders, wie in deinem Alter war. Wie ich damals gemerkt habe, dass mein Mann, Gott haben selig, in mich verliebt ist, da habe ich gar nicht lange umeinander gemacht. Da habe ich ihn packt und schon sind wir vor dem Traualtar gestanden. Das kann man doch heute nimmer. Das kann man heute genauso. Wenn ich so alt wäre wie du, genauso würde ich das machen. Weißt? Hintreten würde ich vor ihn und würde sagen, so, da bin ich jetzt. Was ist? Willst mich oder willst mich nicht, Karl? Ja, wieso, Karl? Kathi, ich weiß doch schon längst, von wem die Rede ist. Ja, Tante, ja, was redst denn da zusammen? Ja, ich meine ja gar nicht an Karl. Nicht den Karl? Der Ja, Karl, genau. der Karl ist ein lieber Kerl. Ja, aber heiraten? Ich war immer der Meinung, der Karl, das ist... Ja, wer ist es denn nachher? Wer könnte das sein? Ja? Kannst dich noch an den Baron von Breitenau erinnern, der vor 2 Jahren bei uns gewesen ist? Ja, freilich, was ist mit dem? Der ist es. Was, der? Ja, der. Kathi! Also das ist ja furchtbar. Was ist denn da so furchtbar? Aber Kathi, hör mal auf, der Baron mit seinem vornehmen Getue. Gerade die Vornehmheit war's,
wo mir so gefallen hat. Hey, Kathi, das ist doch kein Mann für dich. Ja, wieso? Pass ich nicht zu ihm. Okay, mit dem kannst du ja nirgends sehen lassen. Also wie du nur so daherreden kannst. Also ich käme jetzt gar nicht mehr aus. Also wie ist es jetzt? Die ganzen 2 Jahre habt ihr euch da wieder mal getroffen. Na, getroffen haben wir uns nicht. Habt ihr euch geschrieben? Auch nicht. Und trotzdem bist du verliebt in ihn. Heute mehr wie damals. Ja, aber Kathi, der denkt vielleicht gar nicht mehr an dich. Ach, der wird dich schon längst vergessen haben. Der denkt recht oft an mich. Sehr oft sogar. Ja? Und woher willst du das wissen? Ich habe ja selber nicht mehr geglaubt, dass er an mich denkt. Ja, eben. Naja, wo ich 2 Jahre nichts gehört habe von ihm. Aber seit langem ist es jetzt anders. Da kriege ich alle Daumen lang einen Beweis, dass er an mich denkt. Einen Beweis? Ja. Was denn für einen Beweis? Oft, wenn ich jetzt heimkomme, liegt ein liebes kleines Backerl auf meinem Tisch. Ein Backerl. Ja, ohne Absender, ohne eine Zeile dazu. Nur mit der Anschrift meiner lieben Katharina. Und du glaubst, dass diese Backerl von diesem Baron sind? Ja, von wem sollten es denn sonst sein? Ja, nur ein Aristokrat kann so poetische Ideen haben. Ja, aber Kathi, diese Backerl, die könnten doch von jemand anders auch sein. Okay, wer sollte mir was schenken? Ja, könnten ja zum Beispiel vom Karl sein. Vom Karl? Ah, da muss ich ja lachen. Der kommt doch nie auf solche Ideen. Nein, nein, die sind schon vom Baron von Breitenau. Das sagt mir eine innere Stimme. Mein Gott, dass innere Stimmen so lügen können. Siehst, gerade vor ein paar Tagen ist wieder so ein Backerl in meinem Zimmer gelegen. Ja, nichts Kostbares, aber lieb. Ein Zeichen, als dass er an mich denkt. Ja, ja, das ist schon so ein... Wirst sehen, eines Tages wird er vor mir stehen und wird mich fragen, ob ich seine Frau werden will. Oh, dann bin ich Baronin, Tante Anna. Baronin. Baronin Katharina von Breitenau. Also deine Fantasie, die möchte ich haben. Frau Wirtin, Ja, was ist denn? Ja, bleibst du da, Karl, was gibt's denn? Ja, ich wollte nur fragen, Frau Wirtin, ob die Mittagsgäste heute gar nichts zu essen bekommen. Es ist nämlich gleich 11 und noch gar nichts hergerichtet. 11 ist schon. Und ich habe noch nichts gemacht. Ja. Dann wird deine aristokratische Tante in Spee sich mal ein bisschen ums Geschäft kümmern. Oh mein Gott. Das wird auch nichts. Fräulein Kathi, fällt Ihnen nichts auf, Fräulein Kathi? Was soll mir denn auffallen? Außer Guten Morgen haben Sie heute noch gar nichts gesprochen mit mir. Sie tun ja gerade, als hätten wir uns eine ganze Woche nicht gesehen. Ja, wenn Sie nur eine Stunde außer Haus sind, Fräulein Kathi, dann ist mir schon so, als ob Sie eine ganze Woche weg gewesen wären. Wenn Sie nicht da sind, dann geht mir halt immer was ab. Okay. Jetzt lassen Sie doch den Unsinn. Sind ja recht lieb, Ihre Komplimente. Aber ich flieg nicht so auf sowas. Schade, sehr schade. Ach, was ich fragen wollte, ist Post für mich kommen? Glaub nicht. Ja, der Postbote muss doch schon da gewesen sein. Da war er schon, aber für Sie war nichts dabei. Schade. Naja, kann man nichts machen. Sagen's, Fräulein Kathi. Was denn? Ja. Ach, Sie kommen mir aber auch gar nicht entgegen. Ja, ist das alles? Sie lachen mir ja aus, Fräulein Kathi. Wie könnte ich denn, wo Sie doch so ein ernstzunehmender Mensch sind? Also, was wollten Sie fragen? Sagen's, Fräulein Kathi. Haben Sie noch nie ein inneres Erlebnis gehabt? Oh ja, Ja. ja, Bauchschmerzen. Aber nein, so meine ich es ja gar nicht. Ich meine, sind Sie noch nie einem Mann begegnet, bei dessen Anblick alle Nerven Ihnen gefiebert haben, wo einer das Herz bis zum Hals geschlagen hat, vor dem Sie sich gefürchtet haben und zu dem Sie doch von einer inneren Notwendigkeit getrieben worden sind? So einem bin ich schon begegnet. Ja, und wer war der Mann? Der Zahnarzt. Sie sind grauslich, Kathi. Wie haben Sie jetzt gesagt? Sie sind grauslich, Kathi. Fräulein Kathi, wenn ich bitten darf. Bitte um Entschuldigung, Fräulein Kathi. Sind Sie jetzt fertig mit Ihrer Fragerei? Es hat ja doch keinen Zweck. Kommt eben immer drauf an, wie man fragt. Ich bin halt ein Depp. Ich kann's halt nicht anders. Aber bitte, ich kann's ja noch einmal probieren. So, da bin ich aber jetzt neugierig. Sagen's, Fräulein Kathi, wenn Sie so wie jetzt vor mir stehen, was haben Sie da für ein Gefühl? Wohin
Sie das wirklich wissen? Ja, ja, bitte, bitte, leidenschaftlich gern. Hunger habe ich. Sie machen mich fertig, Fräulein Kathi. Sind's mir nicht böse, Karl. Aber ich bin nicht aufgelegt für die Dummheiten. Ich habe heute ganz was anderes im Kopf. Schau. Hier ist das, Fräulein Kathi. Jetzt hätte ich es beinahe vergessen. Ein Backerl ist wieder für Sie abgegeben worden. Ich hab's auf in Ihr Zimmer gelegt. Was? Ein Backerl? Ja, das ist ja den Monat schon das 5. Ja, das 5. Was wird denn da wieder drin sein? Was Liebes. Bestimmt sogar. Das kann nur was Liebes sein. Karl, Ja. komm mal mal her. Ich? Ja? Ja, dann komm es. Ja. Was ist? Was ist denn, Fräulein Kathi? Ich bin so glücklich. Fräulein Kathi, das ist ja... Sie haben mir ein Busserl gegeben. Sie haben mir ein Busserl gegeben. Ja, Sie haben mir ein Busserl gegeben. Was ist denn mit Ihnen los, Karl? Was tanzt es denn da rum? Was ist denn geschehen? Da wird ich nicht danken Ihnen. Ich weiß ja gar nicht, wie ich Ihnen danken soll. Ich bin ja ganz deppert vor lauter Glück. Ja, das stimmt, Depperzins. Ja, was hat's denn gegeben? Stellen Sie einer vor. Stellen Sie Ihnen vor. Sie haben mir ein Busserl gegeben. Ja, Sie haben mir ein Busserl gegeben. Ja, wer denn? Na wer? Das Fräulein Kathi natürlich. Daher hat sie mir ein Busserl gegeben. Mir ist ganz schwarz von vor Augen. Ja, bei dem, was ich Ihnen jetzt sagen muss, da wird es Ihnen gleich rot werden vor die Augen. Warum? Sie mag ja noch nicht. Nein. Nicht nein. Ja. Einen anderen hat sie im Kopf. Einen Baron. Einen Baron von Breitenau oder so ähnlich. Einen Aristokraten. Aber das ist... Einen Baron? Ja? Das kann doch nicht wahr sein. Sehen Sie es doch, dass es wahr ist. Was? Das gibt's doch nicht. Ja, natürlich gibt es. Glauben Sie es, ich habe damit weniger Freude als wir Sie. Ja, aber was mache ich denn jetzt? Ja, gar nichts. Nein, gehen tun Sie und Ihre Gäste weiter bedienen. Okay, Karl. Lass es doch im Kopf nicht hängen. Es findet sich schon einmal eine Gelegenheit, dass ich mit ihr rede. Noch ist nichts verloren. Also jetzt, komm, jetzt gehen Sie rein und bedienen Sie Ihre Gäste. Weil Sie einen Weltschmerz haben, dürfen Sie Ihre Gäste nicht verdursten lassen. Karl, na was? Und drin nichts anmerken lassen, gell? Nein, Frau Wirtin. Ich lasse mir schon nichts anmerken. Ich werde schon lachen. Ja. Lachen werde ich. Lachen! Armer Kerl. So was jetzt fangt die zum Spinnen an. Einen Baron wird sie hoch hinaus. Das ist doch zum Ausreißen mit dem Mädel da. Aber Frau Stangelmeier, wer wird denn so schlechter Laune sein? Jesus Maria, der Herr Baron. Ja, wie kommen Sie denn daher? Ja, nur en passant, Frau Stangelmeier, nur en passant. Nicht wahr? Da staunen Sie. Ja, da staune ich wirklich. Lassen Sie sich die Hände küssen, Frau Stangelmeier. Recht schönen Tag. Ja, grüß Gott. Das ist aber eine Überraschung. Ja, hoffentlich eine angenehme. Ja, natürlich. Nur eine angenehme. Ja, das freut mich zu hören. Es ist erstaunlich, dass Sie sich noch so gut an mich erinnern. Ja, und ob ich mich an Sie erinnere, wo wir vorhin gerade von Ihnen gesprochen haben. Was Sie nicht sagen. Darf ich annehmen, es war etwas Angenehmes? Ja, natürlich. Nur etwas Angenehmes, wo Sie doch so ein lieber Gast waren. Charmant, Frau Stangelmeier. Charmant. Einen so liebenswürdigen Empfang hätte ich mir gar nicht zu erwarten gewagt. Sagen Sie mal, Herr Baron, Sie bleiben doch hoffentlich länger da bei uns. Ja, da muss ich Sie leider enttäuschen, Frau Stangelmeier. Ich bin nur auf der Durchfahrt. Heute Abend muss ich Sie leider schon wieder verlassen. Ja, da bin ich aber beruhigt. Wie bitte? Nein, ich will sagen, da bin ich beruhigt, dass Sie wenigstens bis zum Abend hier bleiben können. So, ja. Aber jetzt lassen Sie sich mal anschauen, Frau Stangelmeier. Also ich muss sagen, Sie werden von Jahr zu Jahr schöner. Lass es doch Ihre Krampf da. Sie sind ja in den 2 Jahren auch nicht schöner geworden. Tja, wissen Sie, das kommt von den Sorgen, Frau Stangelmeier. Es ist ja schließlich keine Kleinigkeit, Großgrundbesitzer zu sein. Ja, und dann die Erhaltung des Stammschlosses in Breitenau. Was? Ein Stammschloss haben Sie? Da haben Sie ja früher nie was erzählt davon. Nicht? Naja, das ist ja auch schließlich nicht so wichtig. Als Aristokrat macht man von seinen Besitzungen nicht gerne viel Aufhebens. Ja, da haben Sie recht.
Die Kathi hat erst vorhin zu mir gesagt, was für ein vornehmer Herr Sie sind. Ach, das Fräulein Katrin ist auch noch bei Ihnen. Ja. Ist sie denn noch nicht verheiratet? Ne, bis jetzt noch nicht. Ich hoffe, dass ich Sie noch ein bisschen da halten kann, gell? Das hat noch Zeit. Ah, Herr Baron. Ja. Sie müssen mich entschuldigen, ich muss mich ein bisschen ums Geschäft kümmern. Ja. Gehst doch mit rein, dann unterhalten wir uns drin ein bisschen weiter, ja? Oder passen Sie auf, Herr Baron. Setzen Sie sich doch da ein bisschen her, ja? Ich schicke Ihnen einen Kellner, der soll Ihnen was zu trinken bringen. Sie werden sicher einen Durst haben. Also dann, mich entschuldigen Sie, ja? Aber natürlich, Frau Stangemeier. Lassen Sie sich doch mich nur nicht stören. Ja, aber Herr Baron, von einer Störung kann doch überhaupt nicht die Rede sein. Es ist mir ja eine Ehre, dass Sie die goldene Gans wieder einmal mit Ihrem Besuch beglücken. Eingebildeter Affeblöde. Ja, bitte sehr, bitte gleich, ich bin schon unterwegs. Bitte sehr, der Herr, womit kann ich dienen? Ja, das schau her. So ein fescher Kellner in der goldenen Gans. Haben der Herr vielleicht etwas auszusetzen an mir? Aber im Gegenteil, nicht, dass ich wüsste. Sind Sie schon länger hier im Haus? Sie wollten doch bestellen, oder nicht? Oh, haben Sie es aber eilig. Zum Unterhalten habe ich jetzt keine Zeit. Was also darf ich bringen? Wo sind Sie aber schlechter Laune? Wahrscheinlich habe ich auch allen Grund dazu. Einen Zorn habe ich, einen Fischzorn. So? Ja, was ist denn denn über die Leber gelaufen? Ach was, ich darf gar nicht dran denken. Erfahren habe ich was, könnte mir gleich stocknarrisch werden. Was Sie nicht sagen. Sie haben wohl Kummer, wie? Und ob ich den hab? Liebeskummer? Einen anderen hat's im Kopf, einen anderen. Und das ist doch schrecklich. Ja, freilich ist das so schrecklich. Ein anderer spukt dir im Kopf herum, wo ich sie doch so gern hab. Wohl das Fräulein Katrin, wie? Ja, sagen's. Woher wissen's denn das? Das liegt doch wohl auf der Hand. Sie haben für einen scharfen Blick. Sie sind mir gar nicht so uneben. Ach ja? Nein, wirklich, Sie sind mir sympathisch. Aber jetzt stellen Sie einer bloß einmal vor, in einen Baron ist sie verliebt, in einen Aristokraten, in so einen Windhund. In einen Baron? Ja, in einen Baron. Na, was sagen Sie dazu? Fürchterlich. Nicht wahr? Also, Sie sind mir so sympathisch. Sagen Sie einmal, wie heißt denn dieser Baron? Ach, was weiß denn nicht, Breitenbach oder Breitenau, so ähnlich halt. Nicht möglich. Gelder könnten wir aus der Haut fahren. Also ich muss schon sagen, Sie werden mir immer sympathischer. Aber jetzt horchen Sie nur mal zu. Dieser Schuft von einem Baron nimmt mir mein Madel weg. Ja, und was wird er denn schon wollen von ihr? Eine Liebschaft natürlich, weiter nix. Heiraten wird er sie doch einmal bestimmt nicht. Habe ich recht? Vollkommen. Da kann ich Ihnen nur beipflichten. Wirklich? Sie sind mir ja so sympathisch. Aber sagen Sie, soll ich mich nicht aufregen, wenn ich alles tue, bloß damit sie aufmerksam werden soll auf mich? Und sie wirft sich diesen Baron an den Hals, diesem Raubritter. Ja. Ist denn das die Möglichkeit? Gell, das sagen Sie auch. Also, Sie sind mir ja so sympathisch. Aber ich weiß schon, was ich mache. Wenn der Kerl einmal daherkommen sollte, wissen Sie, was ich dann mit ihm mache? Dann packe ich ihn beim Krawattel und schüttel ihn so lang aus dem Gewand raus, bis die Schuhe allein da stehen. Sehen Sie, so wie Nicht so stürmisch. Pardon. Aber sonst, habe ich nicht recht? Soll ich mich nicht aufregen, wenn mir so einer mein Madel wegnimmt, so ein Windhund? Aber keine Spur. Ich würde es doch genauso machen. Wirklich? Also Sie sind mir so sympathisch. Au! Oh, pardon, aber Sie sind mir halt so viel sympathisch, gell? Ein netter Kerl, ja. Sagen Sie einmal, mein lieber... Karl heiße ich. Also, mein lieber Karl, wie steht es denn eigentlich mit dem Fräulein Katrin? Ich meine, hat sie eigentlich da? Ja, und ob die hat? Einen ganzen Haufen sogar. Und noch dazu bekommt sie ja mal alles von ihrer Tante. Interessant, interessant. Aber das Geld ist mir gleich. Vollkommen gleich. Von mir aus braucht sie nichts, wenn sie mich nur wollt. Aber sie mag mich ja nicht. Ich bin ja eben zu wenig. Ein Baron ist halt mehr. So ist es. Ich verstehe Sie vollkommen. Sie verstehen mich? Ich bin ja ganz weg. Also Sie sind mir so sympathisch. Entschuldigung. Jetzt aber, mein lieber... Karl Dampfinger. Also, mein lieber Karl, bevor Sie mich jetzt noch ganz erschlagen haben vor lauter Sympathie, gehen Sie mal rein und bringen Sie was zu trinken, ja? Um Gottes Willen, das habe ich ja ganz vergessen, gell? Aber man unterhält sich halt so gut mit Ihnen, gell? Sie müssen ja eine Mordsdurst haben. Ich gehe schon, gleich krieg ich was. Moment. Was wollen Sie denn bitte? Ein Bier, ein Wein, ein Kaffee? Ein Glas Milch, wenn ich bitten darf. Ein Glas Milch, oh für Teufel. Aber ganz wie Sie wünschen, ein Glas Milch bitte sehr. Mein Gott, ist mir der Kerl sympathisch. Schau. Verliebt ist sie also in mich. Interessant.
Sehr interessant. Ja, Karl, ja, ich sag's dem Herrn schon. Milch ist leider momentan keine. Ist das die Möglichkeit? Herr Baron? Ja, Fräulein Katrin, ich bin es. Na, wollen Sie mir nicht guten Tag sagen? Ich bin ja ganz weg. Sie sind da? Küsst die Hand, Fräulein Katrin. Aber Herr Baron. Aber, Fräulein Katrin, wer wird denn so verschämt sein? Einer so reizenden Dame wie Ihnen ist ein Kavalier doch verpflichtet, die Hand zu küssen. Ja, es ist halt ein bisschen ungewohnt. Ja, so viele feine Leute verkehren nicht viel bei uns. Ja, dann müssen wir es gleich nochmal küssen. Das liebe Handtal. Herr Baron. Ja, damit Sie es gewohnt werden. Aber jetzt sagen Sie einmal, Fräulein Katrin, haben Sie auch manchmal ein bisschen an mich gedacht? Wie könnte ich Sie denn vergessen, wo Sie mich doch dauernd an sich erinnern? Ich? Wieso? Ach, geh, die haben's doch nicht so unschuldig. Sie wissen doch genau, von was ich rede. Erst heute haben Sie mich wieder gehörig an sich erinnert. Heute? Wodurch? Durch ein Backerl natürlich. Durch ein Backerl. Ja, was denn für ein Backerl? Ja, glauben Sie, ich weiß nicht, von wem die Backerl sind, die ich immer bekomme. Ach, Sie haben Backerl bekommen. Ich bedanke mich auch echt schön. Ja, wissen Sie, wie ich 2 Jahre nichts gehört habe von Ihnen, da war ich schon sehr traurig. Aber wie jetzt ab und zu so ein Backerl in mein Zimmer ging ist, da habe ich's gewusst, dass ich Sie eines Tages wiedersehe. Charmant, charmant. Und jetzt bin ich also da. Voilà, ich bin da. Oh, Sie bleiben doch hoffentlich länger, Herr Baron. Aber natürlich, Fräulein Katrin. Das ist doch selbstverständlich. Ich bin doch nicht hergekommen, um Sie gleich wieder zu verlassen. Eine Zeit lang werden Sie meine Anwesenheit in der Goldenen Gans schon in Kauf nehmen müssen. Und die Zeit meines Aufenthaltes wird sich vollkommen nach Ihnen richten, Fräulein Katrin. Das ist aber lieb von Ihnen. Sie machen mich beinahe verlegen. Fräulein Kathi, die Frau Wirtin lässt Ja, fragen. was sind denn das für Manieren? Sehen Sie nicht, dass ich mit dem Herrn rede? Na, der Herr, der wird das schon entschuldigen. Der ist mir sowieso so sympathisch. Ja, wissen Sie nicht, wen Sie vor sich haben? Ja, bis jetzt noch nicht. Der Herr hat sich noch nicht vorgestellt bei mir. Aber das macht ja nichts. Der ist mir trotzdem sympathisch. Sie sind ein unmöglicher Mensch, Karl. Der Herr ist ein Baron. Was ist er? Ja, das ist der Baron von Breitenau. Na, jetzt holt mich der Teufel. Das ist der Baron von Breitenau. Jawohl, das ist der Baron von Breitenau. Das ist der Herr. Deswegen war mir der Kerl von Anfang an so unsympathisch. So ein Tag, so wunderschön wie Ja, was heute. ist denn mit dir? Was siehst du da? Mein Gott, ich bin halt gut aufgelegt. Also ich verstehe die Welt nicht mehr. Du, ich kann nicht mehr ruhig schlafen, so machen wir Sorgen wegen dir. Und sie singt darum, als wenn sie das große Los gezogen hätte. Noch nicht, Tante Anna, noch nicht. Aber ich bin auf dem besten Weg dazu. Sag doch nicht selber. Ist nicht alles so eingetroffen, wie ich es mir vorgestellt habe? Ist nicht alles so gekommen, wie ich es mir immer gewünscht habe? Ja, genau so ist es kommen. Aber ich kann mir nicht helfen, Kathi. Ich habe immer das Gefühl, dass da noch was nachkommt. Und ob das gerade zum Lachen sein wird, das möchte ich bezweifeln. Wie man nur so schwarz sehen kann, wo er doch endlich da ist. Er ist da. Ja, er ist da. Ich wollte, er wäre nicht kommen. Wie du nur so daherreden kannst. Ja, wo ich dir doch gesagt habe, dass mein ganzes Glück davon abhängt. Ja, Kathi, wenn es nur auch dein Glück wäre, aber ich kann es halt nicht glauben. Ich muss dir sagen, wie es ist. Mir gefällt er nicht. Mir gefällt er ganz einfach nicht. Okay. Dir muss er ja nicht gefallen. Und ich bin begeistert von ihm. Das ist ja schließlich die Hauptsache. Ja. Du, ich sag dir was, da ist mir unser Karl in seinem Kellnerquantel von hinten lieber als wie der geschniegelte Baron von vorne. Ich weiß nicht, dass du immer wieder mit dem Karl anfängst. Ja. Der kommt für mich überhaupt nicht in Betracht. Noch dazu, wo mir durch den Herrn Baron klar geworden ist, dass ich für was Besseres geboren bin. Puh, für was Besseres, dass ich nicht lach. Als wenn es was Besseres gäbe, als im Stand zu bleiben, das Geschäft übernehmen, einen Mann zu kriegen, der vom Geschäft was versteht und der außerdem noch so ein fescher Kerl ist, dass dich die ganzen Mädel im Dorf drum beneiden. Na, na, na. Für so einen Kümmerling schwärmt sie. Und hat keine Augen für das Prachtexemplar von einem Mannsbild,
mit dem ihr direkt auf eine Ausstellung gehen könnt. Ach, was reg ich mich überhaupt auf? Mich geht ja das Ganze nichts an. Und noch hat er ja nichts gesagt, dass es soweit ist, oder? Hm? Weißt du das so genau? Hat er am Ende schon geredet mit dir? Ja, das nicht. Aber er hat so Verschiedenes durchblicken lassen. Ja. Wie ich mich fühlen würde als Herrin auf einem Stammschloss. Und ob ich mich einleben könnte in der Stellung einer Großgrundbesitzerin. Na. Und du hast natürlich sofort ja gesagt, gell? Du siehst dich ja schon dahin schweben auf dem glatten Parkett. Kathi, pass nur auf, dass du nicht zum Ausrutschen kommst auf dem glatten Boden, bevor du überhaupt oben stehst. Das kannst du beruhigt mir überlassen. Ja, ich bin schon nicht so dumm, wie ich ausschaue. Nicht so dumm. Blöd bist du. Blöd wie ein ganzer Schafstall. Na, sowas habe ich aufgezogen wie mein eigenes Kind, das ich mir jetzt sorgen kann. Es ist zum Haar ausreißen mit dir. Einen recht schönen guten Abend, meine Damen. Ach, jetzt kommt der auch noch daher, der hat mir Gott. Küsst die Hand, Frau Stangelmeier. Ja, geht schon, geht schon. Schlechter Laune, Frau Stangelmeier? Aber. Nix aber. Da wird meine Laune auch nicht besser von ihrem aber. Müssen Sie entschuldigen, die Tante hat Ärger gehabt im Geschäft. Aber natürlich. Ich habe vollstes Verständnis dafür. So, dann werden Sie auch Verständnis dafür haben, dass ich mich wieder um mein Geschäft kümmere. Meine Anwesenheit hier dürfte ja sowieso nicht so angenehm sein. Ne? Aber, Frau Stangelmeier, Sie sind mir immer eine höchst angenehme Gesellschaft. Ja, lügen so weiter, glaub's ich nicht gern. Den Kerl könnte ich stundenlang ins Gesicht hauen. Ist wohl heute etwas kritischere Tante, wie? Ja, das dürfen Sie ja nicht übel nehmen. Aber ansonsten ist er recht ein lieber Kerl. Aber jetzt lassen Sie sich erstmal begrüßen, Fräulein Katrin. Bitte schön. Dankeschön, Herr Baron. Wir haben uns ja heute noch gar nicht gesehen. Oder darf ich Ihnen auch nicht die Hand küssen? Sie dürfen. Ja, was sagen Sie mal? Wo waren Sie denn heute den ganzen Tag? Es war ja direkt langweilig, weil Sie sich gar nicht haben sehen lassen. Sie werden doch wohl nicht etwa Sehnsucht gehabt haben nach mir. Oh, wenn Sie mich so direkt fragen, weiß ich gar nicht, was ich antworten soll. Ich weiß, Fräulein Katrin, ich weiß. Und es liegt mir wirklich fern, Sie schockieren zu wollen. Aber ich muss gestehen, wenn ich so in Ihre Augen schaue, vergesse ich ganz auf meine guten Manieren. An so vornehme Komplimente muss ich mich erst gewöhnen. Natürlich, Fräulein Katrin, natürlich. Apropos, Sie wollten doch wissen, wo ich heute gewesen bin. Nun ja, ich hatte verschiedene Erledigungen, Bankgeschäfte etc. Man muss sich doch schließlich um seine Besitzungen kümmern. Überhaupt, wenn man die Absicht hat, noch längere Zeit wegzubleiben. Oder haben Sie etwas dagegen, wenn ich noch einige Zeit in Ihrer Nähe weile, Fräulein Katrin? Bleiben Sie nur, es wird mir eine Ehre sein. Das ist bezaubernd von Ihnen, Fräulein Katrin. Aber bitte, setzen Sie sich doch. Unterhält es sich gleich viel besser. Tja, und sehen Sie, deswegen war ich heute in der Stadt auf der Bank. Sie müssten nämlich wissen, dass ich nicht darauf eingerichtet war, längere Zeit wegzubleiben. Ja, da bin ich im Augenblick nicht gerade gut bei Kasse. Ich habe also veranlasst, dass mir von meinem Schlosssekretär ein größerer Geldbetrag hierher überwiesen wird. Ein Mann von Welt wie ich fühlt sich nicht gerade wohl, wenn er gezwungen ist, sich einzuschränken. Ja, ich verstehe Sie nicht. Ja, warum haben Sie nicht schon längst was gesagt? Dem hätte ich doch mit Vergnügen abgeholfen. Wirklich? Das ist bezaubernd von Ihnen, Fräulein Katrin. Naja, Sie müssen verstehen, dass es mir peinlich ist, eine Dame mit solchen Lappalien zu belästigen. Außerdem konnte ich ja nicht wissen, dass das Fräulein Katrin über persönliches Bargeld verfügt. Also gar so arm bin ich auch wieder nicht. Mit ein paar Tausend helfe ich Ihnen natürlich gern aus. Oh, gleich mit ein paar Tausendern. Charmant. Mehr habe ich leider im Moment auch nicht, weil meine Erbschaft bekomme ich ja erst. 2/3 bei meiner Heirat und 1/3 bei meiner Verlobung. Bei Ihrer Verlobung? Interessant. Und besteht schon Aussicht zu einer solchen Verlobung? Das hängt ja schließlich nicht nur von mir ab, Herr Baron. Ja, aber, ja kommen Sie. Sie werden doch sicher einen Hunger haben. Da richte ich Ihnen gleich was her. Dann kann ich Ihnen auch gleich das Geld runterbringen, damit Sie sich nicht mehr einzuschränken brauchen. Aber Fräulein Katrin, das hätte doch wirklich noch ein bisschen Zeit gehabt. Haben Sie nicht Lust, mit mir noch einen kleinen Bummel zu unternehmen? Es würde mich außerordentlich freuen, wenn Sie mir Gelegenheit geben würden, mit Ihnen noch ein bisschen zu plaudern. Und es gibt doch noch eine ganze Menge, was wir uns noch zu sagen hätten, oder nicht? Vieles, sehr vieles sogar.
Na, sehen Sie. Und wer weiß, wann wir wieder einmal so schön Gelegenheit dazu haben. Darf ich also bitten? Nach Ihnen, Herr Baron, nach Ihnen. Aber Fräulein Katrin. Dankeschön, Herr Baron, Dankeschön. Nein, Frau Wirtin, nein, reden Sie nicht auf mich ein. Das hat überhaupt keinen Zweck. Aber Karl, sitz doch nicht so ein Hitzkopf. Das ist doch sinnlos. Ob das sinnlos ist oder nicht, das ist mir wurscht. Sie wissen, wenn ich meinen Dickschädel aufsetze, dann ist mit mir nichts mehr zu reden. Ja, das weiß ich. Einen Dickschädel haben Sie, einen ganz verflixten. Dauernd wollt's mit dem Kopf durch die Wand. Szenarischer Kerl, szenarischer. Und wenn ich auch noch so ein narrischer Kerl bin, mein Entschluss ist unumstößlich. Ich mache meine 14 Tage und dann gehe ich. Was schafft dich doch das am Kreuz mit dem Burschen? Sagen Sie mal, Karl, ist Ihnen denn bei mir so schlecht gegangen, das alles so leicht hinwerfen? Ja, soll ich vielleicht zuschauen, wenn sich die zwei den ganzen Tag anhimmeln? Soll ich vielleicht Kinder hutschen auch noch, wenn die kleinen Barondal der Reihe nach Aufmarsch hier kommen wie die Orgelpfeifen, oder? Frau Wirtin, da schauen Sie hinaus, da sitzen Sie unterm Baum. Und wie Sie sich hinschmustern ihm. Da, schauen Sie, jetzt schlägt er schon wieder die Hand ab. Ach, ich muss wegschauen, sonst kriege ich einen Anfall. Na, den brauchen Sie nicht mehr kriegen, den haben Sie schon. Und so schön habe ich mir alles vorgestellt. So schön habe ich Ihr Leben machen wollen. Und jetzt ist alles aus. Ich kann es noch gar nicht fassen. Ja, glauben Sie, mir ist es recht, Karl. Glauben Sie, ich habe Freude damit. Mir wäre es auch lieber, Sie wären mein Nachfolger geworden. Aber jetzt, wo die Katja aus dem Haus ausheiratet und ich mit dem Geschäft und mit allem allein da stehe, jetzt wollen Sie mich auch noch im Stich lassen. Ja, haben Sie jetzt sowieso den Baron? Soll der Teller waschen und Tische abwischen? Wird ihm sehr gut stehen. Ja, und die silberne Hochzeit vom Herrn Fuchs? Ja, wer bedient denn die? Na er, wer denn sonst? Passt ja wunderbar. Brauchen Sie sich wenigstens nicht genieren, wenn ihm sogar ein Herr Baron die Suppe bringt. Sie sind ja selber schuld. Sie sagen ja zu allem Ja und Amen. Okay, als wenn ich da was zu reden hätte. Als wenn Sie die Katja von mir was sagen lassen. Und was haben Sie gesagt? Ich bin schuld? Sie sind schuld. Sie ganz allein, weil Sie blödes Maul nicht aufgebracht haben und so lange gewartet haben, bis Ihnen eine andere zuvorkommen ist. Wissen Sie, was Sie sind? Ein Hornochse sind Sie. Ein ganz vertrottelter Hornochse. Wenn es lauter solche Mannsbilder gäbe, dann sterbe ja die Menschheit aus. Und das ist gleich wissen, gell? Ihre Kündigung erkenne ich nicht an. Sie bleiben da und damit basta. Nix basta. Ruhe! Sonst rutscht mir die Hand aus. Und Sie schauen 14 Tage aus dem Krankenhaus raus. Ich muss gehen, ich reg mich zu sehr auf. Ich reg mich auf. Ruhe! Ach so, Sie haben nichts gesagt. Das wird Ihr Glück sein. Ja, da hört sich doch alles auf. Hat jetzt der Mensch noch ein Selbstbestimmungsrecht oder nicht? Meine Menschenrechte lasse ich mir von niemandem nehmen. Ich gehe, dass Sie es wissen. Ja, wo sind wir denn? Sind wir vielleicht im Urwald oder wo? Narrisch, Frauenzimmer narrisch. Was hat die jetzt wohl? Sich an mir vergreifen? Pfui, sage ich, pfui! Einen wehrlosen Mann schlagen! Auch der Wurm schreit, wenn er gekrümmt wird. Und ich schrei, und zwar solange es mich freut. Haben Sie mich verstanden? Ja, was schreit's denn da so umeinander? Reden Sie mich nicht an. Reden Sie mich nicht an und Sie am allerwenigsten. Was ist denn los? Was haben's denn? Da fragen Sie noch. Ausgerechnet Sie, wo Sie doch an allem schuld sind. An was bin ich schuld? An allem. An dem ganzen Durcheinander, den Sie zusammenrichten. Aber ich hätte mir's ja denken können. Ein Baron ist halt mehr. Der ist eben respektabler wie sein armer Kellner. Ach, es ist sowieso immer das Gleiche. Jetzt reden Sie doch keinen Unsinn. Ja, was kann ich nicht dafür, wenn mein Herz nicht für Sie, sondern für einen anderen schlagt? Herz, Herz. Ich höre immer nur Herz. Sie reden von einem Herz. Ich möchte schon wissen, wo Sie ein Herz haben. Wissen Sie, was Sie sind? Berechnend sind Sie. Jawohl, berechnend. Weiter nichts. Beleidigen lasse ich mich nicht. Was Sie lassen und was nicht, es interessiert mich nicht mehr. Und dass Sie es nur wissen, froh bin ich, dass Sie mich nicht genommen haben. Jawohl, froh, denn jetzt hätte sich erst rausgestellt, was ich mal da einkantelt hätte. Ja, wie reden denn Sie mit mir? Da hat eben nur einer kommen müssen, der das Südholz-Raspeln gut versteht, der das Kokettieren besser kann als ich und der einen entsprechenden Titel hat. Da wird natürlich der genommen. Klar, klar. Auf ein Gefühl und auf einen ehrlichen Charakter
Wach, da wird er gepfiffen. Ich verbiete Ihnen... Sie haben mir gar nichts zum Verbieten. Sie am allerwenigsten. Ja, leid tut mir nur, dass ich mich so lange von Ihnen hinhalten habe lassen. Ja, wer weiß, was ich in der Zwischenzeit alles versäumt habe. Na, ich kann ja meinem Schicksal nur danken, dass ich noch zur rechten Zeit dahinter gekommen bin, was Sie für ein Wutsal sind. Das lasse ich mir nicht gefallen. Als ob es nicht die Wahrheit wäre, die reine, lautere Wahrheit. Ich werde Ihnen die Wahrheit gleich ins Gesicht schreiben, wenn so weiterhin in den Ton. Fein, fein. Handgreiflich wollen es auch noch werden. Das ist jetzt schon die zweite, die meine runterhauen will. Na, da kann ich ja meinem Gott nur danken, dass er mich vor Ihnen bewahrt hat. Ein solches Weibsbild wäre mir gerade noch abgegangen, zu meinem sonstigen Elend. Jetzt haben Sie ja mal von der wahren Seite. Als solcher sind Sie. Ja, da hätte ich ja schön draufzahlt. Draufzahlt? Wenn einer jetzt draufzahlt hätte, dann wäre ich das gewesen. Sie kommen mit dem Draufzahlen erst später dran. Ja, Sie werden schon noch merken. Vielleicht reißen Sie Ihnen mal alle Haare aus, dass Sie so blöd gewesen sind. Aber dann werde ich kalt sein. Kalt wie ein Grabstein. Da werden Sie keine Gelegenheit dazu haben. Verlassen Sie einen drauf. Nie, das können Sie nicht merken. Ich hau doch alles zusammen. Ich hau halt bestimmt noch alles zusammen. Dies ist jetzt der Dank dafür. So muss ich mich behandeln lassen. Dafür gibt es nur einen Ausdruck. Pfui Teufel! Ah, da schau her. Ah, da schau her. Da kommt er ja gerade, der Räuberhäuptling, der... Oh, der kommt mir jetzt gerade recht. Oh, dem werde ich jetzt was erzählen. Oh, in mir kocht sich. Ich komme vor wie der Vesuv. Aber halt, Karl. Ganz ruhig. Nur nicht gleich mit der Tür ins Haus. Zu einem Lustmord hast du in 5 Minuten auch noch Zeit. Also, ganz ruhig, Karl. Ach, da sind Sie ja, Karl. Gut, dass ich Sie selber alleine antreffe. Ich wollte ohnehin einmal mit Ihnen sprechen. So, sprechen wollen Sie mit mir. Und was haben Sie mir zum Sagen? Nicht so schnippisch, Karl. Wer wird denn gleich so schnippisch sein? Soll ich Ihnen vielleicht noch um den Hals fallen, nach dem, was vorgefallen ist? Ja, ich weiß. Ich hätte Ihnen natürlich gleich sagen müssen, wer ich bin. Dann hätten Sie sich die Blamage erspart. Ach was, wer redet denn von dem? Das, was Sie mir dann angetan haben, das ist viel schlimmer wie die Blamage. Sie müssen schon entschuldigen, Karl. Entschuldigen? Das soll ich entschuldigen, dass Sie mir mein Mantel weggenommen haben. Trotzdem mir einer von vornherein gesagt hat, wie gern dass ich Sie habe. Ja, ich bin zwar kein Baron, aber ich hätte ganz genau gewusst, was ich zu tun gehabt hätte an Ihrer Stelle. Und das wäre? Umdreht hätte ich mich auf den Absatz und verschwunden wäre ich. So schnell, als wie ich hergekommen bin. Das hätte ich nicht gemacht an Ihrer Stelle. Aber ich bin ja nur ein armer Kellner. Ich weiß ja, was sich gehört. Bei den vornehmen Leuten, da ist es natürlich anders. Die können sich das erlauben. Verzeihen, ich muss aber doch bitten. Da brauchen Sie mich gar nicht erst bitten. Meine Meinung, die sage ich Ihnen auch so. Und dass das keine gute ist, das werden Sie mir wohl nicht verdenken. Sie werden doch wohl nicht etwa ausfallend werden wollen gegen mich. Wie Sie das bezeichnen, das ist mir wurscht. Wissen sollen Sie mal, was ich über Sie denke, und das ganz genau. Jetzt sind Sie aber ruhig, oder? Ruhig bin ich erst, wenn ich mir's runtergeredet habe von der See. Das Maul lasse ich mir von Ihnen nicht verbieten. Dazu haben Sie mir viel zu wenig Ehrgefühl. Jetzt schauen Sie aber, dass weiterkommen. Sonst könnte es sein, dass mir die Hand ausrutscht. Fein. Bereits der Dritte, der meine runterhauen will. Und ausgerechnet Sie, wo es froh sein müssen, wenn Sie noch keine Krücken brauchen. Was? Ein Baron wollen Sie sein. Ein Baron, der sich benimmt, als wie der letzte Räuberhäuptling. Ja, sehr weit scheint mir, ist es nicht her mit einem Adel. Und mit dem Kapital wäre auch nicht, was dahinter steckt. Naja, seit Sie da sind, sind Sie mir die Zeche schuldig. Und was haben Sie denn schon mitgebracht? Nicht einmal ein Zahnbürstchen. Von einem Koffer erst gar nicht zu reden. Aber ein Stammschloss haben Sie. Ja, ein Stammschloss. Ein Vorhängeschloss vielleicht. Und das ist nicht einmal sicher. Ich dürfte mich, nach dem, was Sie mir denn jetzt alles gesagt haben, ja gar nicht mehr herstellen mit Ihnen. Aber Sie sollen sehen, wie sich ein Aristokrat in einer solchen Situation zu benehmen weiß. Sie behaupten also, dass ich kein Stammschloss habe. Wollen Sie ein Bild davon sehen? Das hätte mich schon sehr interessieren, dieses Stammschloss. Gut, werden wir gleich haben. Wo habe ich denn nur das Foto? Es war doch eben noch da. Ja, wo ist das denn nur? Ja, wo ist das denn nur? Ich werde es doch nicht verloren haben. Strengen Sie einer nicht an, Herr Baron. Ob Sie ein Stammschloss haben oder nicht, das ist mir völlig gleichgültig. Meine Meinung über Sie steht fest und hängt nicht von dem ab, was Sie besitzen. So, dann glaube ich, erübrigt es sich, dass wir noch weitersprechen. Ich hätte nur noch eine Bitte an Sie.
mich in Zukunft nicht mehr zu kennen? Ja, mit Vergnügen. Das heißt, erst, wenn Sie mir meine Zeche gezahlt haben. Das wird geschehen. Heute noch, worauf Sie sich verlassen können. Guten Abend. Ah, da sind Sie, Herr Baron. Sie müssen entschuldigen, dass ich Sie so lange habe warten lassen. Und hier, das Besprochene, wie es ausgemacht war. Dankeschön. Ja, was ich noch sagen wollte, Fräulein Katrin. Dieser saubere Herr dort hat mich soeben in der gröblichsten Art und Weise attackiert. Ich hoffe, Sie werden die Konsequenzen daraus ziehen. Bemühen Sie sich nicht, Herr Baron. Ich habe bereits gekündigt und in 14 Tagen bin ich fort. Ich habe nicht die Absicht, Ihnen oder dem Fräulein Kathi im Weg zu sein. Vorerst haben Sie zu mir nicht Fräulein Katrin zu sagen, sondern Fräulein Katrin. Und zweitens, falls Sie sich dem Herrn Baron gegenüber nicht zu benehmen wissen, kaum noch 14 Tage da sein dürften. Das setze ich schon durch bei meiner Tante. Also kommen Sie, Herr Baron. Ich möchte nicht haben, dass Sie sich der Gefahr aussetzen, noch einmal beleidigt zu werden. Ich bin ganz Ihrer Meinung. Darf ich um Ihren Arm bitten, Fräulein Katrin? Mit 1000 Freuden, Herr Baron. Ja, da fällt einem ja gar nichts mehr ein. Fräulein Katrin, soll ich zu ihr sagen. Fräulein Katrin. Und nausbeißen will sie mich. Ohne Kündigungsfrist. Naja, kann mir nicht recht sein. Kann mir sogar sehr recht sein. Brauche ich mir wenigstens dieses verbogene Jammergestell von einem Baron immer länger anzuschauen. Wenn der glaubt, dass mir das was ausmacht, dann hat er sich getäuscht. Das macht mir überhaupt nichts aus. Gar nichts. Diese Elendsfigur von einem Mannsbild glaubt auch, ein Wirtshaustisch ist ein Papierkorb und ein Keller ist nur zum Nachräumen da. Aber halt, das war doch jetzt der Brief. Ja, natürlich, das ist ein Brief. Ja, den muss der Kerl verloren haben vorhin. Ja, natürlich, das ist ein Brief aus seiner Brieftasche. Da könnte doch Verschiedenes drinstehen, was... Nein, Karl, nein. Der Brief ist nicht an dich gerichtet, folglich hast du ihn auch nicht zu lesen. Aber ausbügeln müsste ich ihn doch eigentlich wieder. Ja, natürlich. Ich habe ihn doch schließlich auch zusammengeknuddelt. Ja, freilich. Ausbügeln ist nur recht und billig. So. Aber lesen? Lesen, Karl, tust du den Brief nicht. Nein. Wegschauen, Karl. Wegschauen. Immer schön wegschauen. Wenn ihr jetzt aber doch einmal einen Blick hinmacht, und naja, nur so zufällig, so beim Tisch abstauben, so, das könnte doch passieren, oder? Nein, Karl, nein. Ein anständiger Mensch liest keine fremden Briefe, sonst ist er nämlich kein anständiger Mensch mehr. Was habt ihr jetzt gesagt? Anständiger Mensch? Ich wäre kein anständiger Mensch? Ja, ist der vielleicht ein anständiger Mensch? Was täte denn der an meiner Stelle machen? Lesen täte er den Brief. Ach, so nehmen wir dann. Und ach, so wird er lesen. Lieber Gatte. Nein, Karl, nein. Nein, den Brief, den liest du nicht. Das... Was ist da gestanden? Lieber Gatte. Lieber Gatte. Jetzt schlagt's aber 13. Was ist denn eigentlich los mit dir, Franzl? Seit Monaten lässt du mich und unsere 2 Kinder in München sitzen. Schickst uns kein Geld und kaum eine Nachricht. Endlich hast du mir wenigstens mitgeteilt, wohin ich dir schreiben kann. So kann ich dich wenigstens davon in Kenntnis setzen, dass das Gerichtsverfahren gegen dich glücklicherweise eingestellt worden ist und du demnach beruhigt nach Hause kommen kannst. Außerdem, stell dir vor, habe ich auch einen Posten für dich aufgetrieben. Und zwar in deinem alten Beruf als Aushilfskellner. Erwarte dich also so schnell als möglich. Deine Gattin, deine Kinder und dein Ramersdorf. Ja, das ist ja ein Gauner. Das ist ja ein Verbrecher.
Das ist ja ein Heiratsschwindler. Der ist ja verheiratet. Und was ist er? Aushilfskellner. Der Baron ist ein Aushilfskellner. Oh, der kommt mir jetzt gerade nicht. Oh, dem werde ich jetzt was erzählen. Oh, dem. Ja, aber was mache ich denn jetzt? Was mache ich denn jetzt nur geschwind? Jetzt brauchst du den Mut, Karl. Jetzt brauchst du den Mut wie ein Löwenbändiger. Jetzt brauchst du den Mut der Verzweiflung. Ich weiß schon, was ich mache. Ich sauf mir einen Rausch an. Einen Rausch wie ein ganzes Eckhaus. Einen solchen Kapitalsrausch, dass ich gar nicht mehr weiß, ob ich jetzt ein Mandal oder ein Weiberl bin. Karl, jetzt gehen wir's aber an. Sie haben vollkommen recht, Fräulein Katrin. Vollkommen. Ich werde das auch sofort erledigen. Ich bin ja nur froh, dass ich Ihnen das Geld geben durfte. Ja, so ein ungebildeter Mensch, der versteht's ja nicht, dass sich auch ein reicher Mann für ein paar Tage in Geldnöten befinden kann. Eben. Und deshalb muss ich wohl oder übel... Ja, aber wo ist denn? Da war doch... Was haben's denn, Herr Baron? Ich habe doch eben noch einen Brief gehabt. Ja, haben Sie was verloren? Ich werde ihn doch nicht verloren haben. Ja, was Wichtiges? Ja, natürlich. Außerordentlich wichtig sogar. Was Geschäftliches? Ja, von einem Großunternehmen in München. Ich kann ihn nur hier verloren haben, da auf dem Tisch. Dann hat ihn sicher der Karl gefunden und auf Ihr Zimmer gelegt. Nachdem er womöglich gelesen hat. Wenn er auch sonst ein unmöglicher Mensch ist. Aber Briefe, die nichts angehen, die liest er nicht. Hoffentlich. Ich werde übrigens gleich rufen. Da können wir die andere Sache auch ins Reine bringen. Karl, komm mal raus. Und mit der Tante werde ich auch gleich reden, wegen der Kündigung dann. Karl, wo bleibst denn? Was ist denn? Was schreist denn so? Wo brennst denn? Ach, Tante, du kommst mir gerade recht. Wir haben was zu bereden mit dir. So, ja, dann kommt's rein zum Abendessen, dann reden wir dort weiter, ja? Oh nein, so einfach geht das nicht. Der Herr Baron kann dieses Haus nicht eher betreten, bis diese Sache geklärt ist. Habe ich nicht recht, Herr Baron? Natürlich, Fräulein Katrin. Vollkommen. Gottes Willen, was hat sie schon wieder gegeben? Du stell dir vor, der Karl hat sich die Frechheit herausgenommen und den Herrn Baron Dinge an den Kopf geschmissen, die sich ein Mann in seiner Position natürlich nicht gefallen lassen kann. Ich möchte nicht wiederholen, was da für Worte gefallen sind. Räuberhäuptling war das Mindeste. Ich hoffe, Tante, du verstehst, dass der Herr Baron unter diesen Umständen, wenn er noch länger bei uns im Haus bleiben soll, verlangen muss, dass der Karl sofort und auf der Stelle verschwindet. Ja, halt, gell, nicht so hitzig, nicht so schnell. Du wirst doch den sauberen Herrn nicht noch in Schutz nehmen. Ich nehme überhaupt niemanden in Schutz. Aber bevor ich jemanden aus meinem Haus hinauswerf, dann will ich schon wissen, was da vorgefallen ist. Na, wenn ich dir doch alles gesagt habe, was der dem Herrn Baron alles gesagt hat. Ja, das ist das vielleicht nicht genug? Das ist schon möglich. Es fragt sich nur, was der Herr Baron vorher zum Karl alles gesagt hat. Ich? Das denken Sie doch nicht im Ernst. Also ich denke gar nichts. Aber wenn Sie von mir verlangen, dass ich den Karl aus meinem Haus entferne, dann müssen Sie mir schon gestatten, dass ich auch seine Anschauung höre. Aber es werden wir ja gleich haben, gell? Karl, kommen Sie mal raus zu mir. Sie haben doch nicht die Absicht, Frau Stagelmeier, mich mit diesem Menschen noch zu konfrontieren. Da ziehe ich es lieber vor, inzwischen zu gehen. Ja, ich auch. Halt. Ihr bleibt da, gell? Ich habe gar nicht vor, dass ich große Untersuchungen führe. Aber bei dem, was ich mit dem Karl zu reden habe, da könnt ihr zwei ruhig zuhören, gell? Bitte, ganz wie Sie wünschen. Karl, was ist denn? Wo sind's denn schon wieder? Ich bin ja schon da. Was gibt's denn, mein Osterhaserli? Um Gottes Willen, Karl. Ja, wie schauen denn Sie aus? Wie soll ich denn ausschauen? Einen Rausch habe ich halt. Einen Riesenrausch. Ja, Karli, ich kenne Sie ja gar nicht mehr. Ja, wir wussten du mich noch kennen, mein Spotzerl. Wenn ich mich selber nicht mehr kenne. Ja, also wie man sich nur so besaufen kann. Reg dich nicht auf, Schneizerl. Ja, also Karl, wer hat Ihnen erlaubt, dass Sie zu mir du sagen? Geh heute, Pappen. Jetzt muss ich aber schon sehr bitten. Da brauchst mich nicht bitten, das mache ich auch so. Komm, gib mir ein Busserl. Jetzt ist aber genug, gell? Ja, mir auch. Ein Busserl möchte ich. Ich sag das im Guten, du alte Dampfwalzen. Jetzt reicht's mir aber, gell? Ja,
habe ich gesagt. Gut, dann kriegst du das Busserl jetzt eben von mir. Na, hat's geschmeckt? Habt ihr das jetzt gesehen? Jetzt hat mich der abgebusselt wie einen Haubenstock. Ja. Da siehst wenigstens, dass mir vorher gar nichts graust. Also, das ist also allerhand. Also, jetzt kennt man, das muss ich jetzt wirklich. Das ist übel. Nein. Und jetzt sage ich Ihnen selber, Karl, Sie sind fristlos entlassen. Ach so, entlassen. Ja, Fristlos. ja. Mir nur recht, ist mir sogar sehr recht. Ja, ja. Packen Sie Ihren Kopf und verschwinden Sie. Ja, das tät dir so passen, gell? Aber nix da. Jetzt wird's nämlich erst richtig lustig. Jetzt bin ich für dich kein Kellner mehr. Jetzt spiel ich einmal Gast. Jetzt lass ich mich einmal bedienen. Wirtshaus! Einen Wein her. Einen Wein möchte ich haben. Der Herr da zahlt alles. Also, jetzt reicht's mir aber, gell, Karl? Verlassen Sie sofort mein Lokal. Ja, das tät dir so passen, du Spotzel. Oh, toll. Aber nix da. Da bin ich und da bleib ich jetzt. Wirtshaus! Einen Wein her. Also, da weiß man wirklich nicht mehr, was man sagen soll. Dann werde ich ja mal was sagen. Du sei ganz statt, du verrückte Hina. Und dass du das gleich weißt, du bist Luft für mich. Jawohl, Luft. Oh, und zwar schlechte Luft. Also kann ich dir nur raten, zu verduften. Also, so hat sich noch keiner bei uns reden getraut. Ja. Und wenn er noch so besoffen war. Ja, sagen Sie mal, Karl, schämen Sie sich gar nicht. Sie undankbarer Mensch, Sie undankbarer. Also, ich war ein undankbarer Mensch. Ja, vielleicht nicht. Ich hab halt einen Rausch. Unglücklich bin ich. Unglücklich. Ich kann ja nichts dafür. Aber undankbar, Frau Wirtin. Frau Wirtin, sind Sie nicht mehr böse auf mich? Das könnte ich nicht verkraften. Also wissen Sie, Karl, Sie sind das Verbotenste, was mir je untergekommen ist. Bitte um Verzeihung. Bitte. Bitte. Jetzt lassen wir mal Ruhe, Sie narischer Kerl, Sie. Passen Sie auf. Jetzt gehen Sie ins Haus und legen Sie sich ins Bett und schlafen Sie einen Rausch aus. Mit einem Besoffenen kann man sowieso nichts reden. Aber gell, Frau Wirtin, Sie sind nicht mehr böse auf mich. Ja, da redet man mal. Und ich bin kein undankbarer Mensch. Das bin ich nämlich wirklich nicht. Ich hab Sie nämlich gern. Ja, sogar sehr gern. Wenn Sie auch manchmal eine alte Dampfspritzen sind. Aber jetzt los, jetzt. Ja, was sagst du jetzt da dazu? Hä? Kann man so einem Menschen böse sein? Also ich nicht. Also gut, dann wirst du eben die Konsequenzen ziehen. Jetzt passt mal auf, gell? Mir geht nämlich der Zirkus schön langsam auf die Nerven. Wir setzen uns jetzt einmal daher und werden alles in Ruhe miteinander besprechen. Ich habe das Gefühl, da muss noch einiges geklärt werden. Oder sind Sie vielleicht einer anderen Ansicht? Keineswegs, Frau Stangelmeier. Ich gehe vollkommen mit Ihnen konform. Denn auch ich habe die Absicht, etwas klarzustellen. Ja. Es ist vielleicht im Moment nicht gerade der geeignetste Zeitpunkt für das, was ich aussprechen möchte, aber man muss es sich eben einrichten, wie es die Gelegenheiten erfordern. Und ich glaube, allen unerquicklichen Situationen ein Ende zu setzen, wenn ich jetzt vor Sie hintrete und Sie in aller Form bitte, geben Sie mir Ihre Nichte Katrin zur Frau. Baron! Ja. Ich meine, Ihre Frage überrascht mich gar nicht, das habe ich erwartet. Ja, was soll ich dazu sagen? Ich meine, wenn ich überhaupt was zu sagen habe, ich bin ja bloß die Tante und... Naja, wenn du meinst, Kathi, dass das dein Glück ist und dann will ich dir nicht im Weg stehen, dann in Gottes Namen wird's glücklich. Tante Anna! Ja. Jetzt ist aber genug.
jetzt hat der Spaß sein End. Das leide ich nicht, das gebe ich nicht zu. Ja, Karl, was ist denn? Was haben Sie sich da reinzwischen? Da drin bin ich gestanden und habe alles mit angehört. Und wenn ich auch einen Rausch habe, so viel habe ich doch gemerkt, dass da ein Spiel getrieben wird, bei dem man nicht mehr länger zuschauen kann. Dieser saubere Herr hat nämlich gar nicht die Absicht, ihre Nichte zu heiraten. Was? Nein, auch dann nicht, wenn er jetzt scheinheilig um ihre Hand angehalten hat. Ein Heiratsschwindler ist er. Das Geld will er haben, das das Fräulein Kathi bei ihrer Verlobung ausgezahlt kriegt. Das Geld und weiter nichts. Jetzt aber ruhig, oder? Einen Schmarrn bin ich. Ich bin nämlich noch gar nicht fertig. Ich weiß noch mehr über diesen sauberen Herrn. Noch mehr? Dieser saubere Herr ist nämlich gar nicht imstande, sie zu heiraten. Nein, denn erstens ist er gar kein Baron, sondern ein ganz gewöhnlicher Aushilfskellner. Und zweitens ist er gar nicht mehr frei, weil er in München eine Frau und 2 Kinder sitzen hat im Elend und in Rammersdorf. Das ist nicht wahr. Sagst, dass das nicht wahr ist. Ja, da könnt er sagen, was er will. Ich habe ja einen Beweis. Das ist da in diesem Brief steht alles. Ja, nix da. Den gebe ich jetzt nicht mehr her. Das ist jetzt mein Beweis. Sie haben ja nur ein Glück, dass ich so ein gutmütiger Kerl bin. Denn wenn der Brief einem anderen in die Hände gefallen wäre, dann täten schon längst hinter Schloss und Riegel sitzen. Ich aber lasse sie laufen. Ja, nicht weil ich Mitleid habe mit ihnen, sondern weil sie eine Frau haben und 2 unversorgte Kinder. Lassen Sie sich erklären, Fräulein Kathi. Da ist wohl keine Erklärung notwendig. Wir haben ausgeredet miteinander. Schau mal, Serna! Jawohl! Schau mal, Sierra! Darf ich Ihnen vielleicht eine Erklärung abgeben, Frau Stangelmeier? Ist nicht mehr notwendig. Der Name ist im Brief. Ich kann mich den beiden nur anschließen. Schau mal, Serna! Du schau her. Schau mal, wer das ist. Was? Das ist doch ein Bild von deinem Baron. Na, da schau her, das ist er doch, oder? Da steht ja was dabei. Der wegen vielfachen Heiratsschwindels schon mehrmals vorbestrafte Aushilfskellner Franz Breitenauer, der sich seinen Opfern gegenüber größtenteils als Baron von Breitenau ausgegeben hat, wurde gestern in München neuerdings verhaftet. Durch Breitenauer geschädigte Personen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion 1 in München oder bei der nächsten Polizeidienststelle zu melden. Aha, das gefällt mir. Das kriegt ihm recht. Der gehört nirgends anders hin, als wie hinter Schloss und Riegel. Es ist ja nur gut, dass wir uns nicht melden brauchen, gell? Nämlich außer der Zech, die am Karl schuldig geblieben ist, hat er ja uns nicht geschädigt. Und das Geld habe ich dem Karl alles schon ersetzt, damit er keinen Schaden hat. Und sonst hat er ja nichts rausgeholt bei uns. Wenn's nur so wäre, wie du sagst. Wieso? Hast du ihm da Geld gegeben? Ja, einen ganzen Haufen auch noch. Gottes Willen, Kathi, das habe ich ja gar nicht gewusst. Ja, wie viel denn? Mein ganz Erspartes. Ach Gott. Ja, jetzt verstehe ich, warum du da und rumgelaufen bist wie so eine gerupfte Hen. Weil du wirklich gerupft worden bist. Jetzt begreife ich alles. Gar nichts begreifst. Ja, das ist es ja gar nicht, was mich druckt. Was mich druckt, ist ja ganz was anderes. Ja, was denn? Dass ich zum Karl so greislich war. Wo er doch alles für mich tun wollte. Und wo doch ein lieber Kerl ist. Kommst endlich einmal drauf.
Ja, ein bisschen spät. Aber vielleicht noch nicht zu spät. Vielleicht kann man es noch richten. Meinst du, dass man der Karl verzeihen kann? Der verzeiht dir gern. Ist doch ein Mannsbild. Weißt du, in dieser Beziehung sind die Mannsbilder Deppen. Ja? Und warum soll gerade der Karl eine Ausnahme machen? Ja, wo ich ihm doch so viel angetan habe. Ja, das stimmt allerdings. Ja, und dann denk doch, ich kann doch nicht hingehen, kann sagen, Karl, ich bitte Sie um Verzeihung. Ja, warum denn nicht? Glaubst du, es fällt dir eine Perle aus der Krone? Und wenn er Nein sagt? Der sagt doch nicht Nein. Der wartet bloß drauf, dass du ihm kommst. Ja, der ist so blöd. Schließlich könnte er auch kommen. Na, Katja, also so blöd ist er dann auch wieder nicht. Man sieht schon, dass du von den Männern keine Ahnung hast. In so einem Fall, da wollen die Herren der Schöpfung gebeten sein. Ja, oh, der Karl, kannst gleich reden mit ihm. Ja, Karl, was ist denn mit Ihnen los? Ja, wieso sind Sie in Zivil? Weil ich mich verabschieden will. Meine 14 Tage sind um. Du, das haben wir ja ganz vergessen. Ja, aber Karl, Sie werden doch nicht wirklich gehen wollen. Freilich gehe ich wirklich. Ja, aber Karl, das mit der Kündigung, das kann Ihnen doch gar nicht ernst gewesen sein. Ja, sehen Sie ja, dass es mir ernst ist. Was soll ich denn noch da? Ach, dumme Frage. Arbeiten sollen's da. Das kann ich nicht mehr. Und darum ist es besser, wenn ich verschwinde. Lieber ein Ende mit Schrecken, als ein Schrecken ohne Ende. Ja, und wo wollen Sie nachher hingehen? Auswandern tue ich. Irgendwo hin. Weit fort, wo mich keiner kennt und wo ich ein neues Leben anfangen kann. Auswandern. Ja, Karl, wissen Sie nicht, dass man dazu viel Geld braucht? Und wo wollen Sie das hernehmen? Das macht nichts. Das kriege ich schon. Ich habe einen reichen Onkel in Schnabelkirchen, den Onkel Eusebius. Ja, und dem habe ich geschrieben um Geld. Und damit er mir recht viel schickt, habe ich ihm geschrieben, dass ich heirate. Ja, aber Sie heiraten ja gar nicht. Das macht ja nichts. Geschrieben habe ich es halt, damit ich mehr kriege von ihm. Ah. Ja, und was machen Sie, wenn Sie den Onkel im Stich lasst? Das tut er nicht. Wenn der Onkel hört, dass ich heirate, dann schickt er mir schon ein ganz nettes Kapital. Ja, und das wird dann schon reichen. Bis nach Amerika. Und das ist endgültig. Ich meine mit dem Auswandern. Wollen Sie es ja nicht doch noch überlegen? Zu was denn? Ich werde sowieso niemanden abgehen, wenn ich fort bin. Na, wissen Sie das so genau? Freilich weiß ich das. Leider. Okay, Karl, Sie könnten ja zum Beispiel mir abgehen. Ihnen! No. Ja, bin ich vielleicht niemand? Oder mir zum Beispiel. Ihnen? Wäre doch möglich. Ja, schon, aber... Nix aber. Natürlich gehen Sie ab. Passt auf, ich lasse euch jetzt ein bisschen allein. Dann werdet ihr euch um eine Ruhe aussprechen. Ich habe das Gefühl, ihr müsst euch noch allerhand sagen. Hm? Also klar, jetzt pack's an. Karl? Ja. Karl-Songs? Was ich sagen wollte, haben Sie mir gar nichts zum Sagen? Ich weiß nicht. Schade. Karl, Bitte? denken Sie mal nach. Vielleicht fällt Ihnen was ein. Bittschön, wenn's meinen, dann kann ich's ja mal probieren. Ja, Fräulein. Ja? Ja, ich möchte Sie gerne mal was fragen. Was denn? Ja, ich möchte Sie gern fragen. Haben Sie mir nichts zum Sagen? Ach so. Also gar nichts. Ich weiß nicht. Ja, dann denken Sie halt einmal nach. Vielleicht fällt Ihnen was ein. Ja, schauen Sie, Karl. Ich weiß ja, dass ich Ihnen Unrecht getan habe. Aber Geschenk ist Geschenk. Ich kann es auch nicht mehr rückgängig machen. Nur bitten kann ich Sie. Sind Sie nicht mehr böse auf mich, oder? Ein bisschen schon. Jeder Mensch kann sich mal täuschen. Und dabei jemanden so bitter enttäuschen. Können Sie mir das gar nicht verzeihen. Auch wenn ich Sie schön drum bitte. Verzeihen. Verzeihen könnte ich's vielleicht schon. Aber ob ich's auch vergessen könnte, Ja, dann wollten Sie mir die Geschichte jetzt dauernd vorhalten. das wird nicht gut gehen.
Ich bin ja nicht mehr lang da. Wieso? Ja, wo ich doch jetzt nach Amerika gehe. Sie wollen also wirklich gehen? Freilich. Obwohl ich Sie gebeten habe, dass wir nicht mehr böse sind. Obwohl. Dann geht's halt. Vielleicht sowieso besser. Ja, freilich geh ich. Freilich ist es besser. Schreien Sie mich nicht so an. Ich schrei, wann ich will. Ja, wissen Sie, was Sie sind? Ein ganz ungebildeter Holzklotz sind. Und Sie? Wissen Sie, was Sie sind? Eine dumme Gans sind Sie. Sie? So gern habe ich Sie gehabt. Das letzte Hemd hätte ich für Sie ausgezogen. Und Sie? Was machen Sie? Sie werfen sich einem Windhund an dem Hals, diesem Taugenichts, diesem Ausgekochten. Ich verbiete Ihnen, in dieser Angelegenheit noch ein Wort zu verlieren. Ach, so ist die Geschichte. Sie sind ja immer noch in ihn verliebt. Da sieht man es einmal wieder. Und was sieht man denn, wenn ich fragen darf? Falsch sind Sie. Ja, wohl falsch. Mich bitten Sie um Verzeihung und denken tun's an den anderen. An dieses Zwetschgenmantel, dieses Ausgedorrte. Fescher ist er immer noch als Sie. Dass ich nicht lach. Und bessere Manieren hat er auch. Sehr richtig, hat er ja auch bewiesen. Und was für poetische Backerl mir der immer geschickt hat. Wer? Der er natürlich. Der hat Ihnen Backerln geschickt. Jawohl, hat er. Hat er. Da glaubt doch diese narrische Ursel tatsächlich, die Backerln sind von dem Baron. Von wem sollten es denn sonst sein? Von mir? Nein. Nicht nein, ja. Da habe ich rindviechig ausgewachsen, auch noch mitgeholfen bei der Geschichte. Ich könnte mich direkt selber erschlagen. Ja, Karl. Ja, dann ist ja die Geschichte ganz anders. Gar nichts ist anders. Viel schlimmer ist es. Und jetzt gehe ich nach Amerika. Wenn ich bis jetzt noch gezögert habe, jetzt gehe ich. Dann gehen's. Je eher, desto besser. Ja, Sie werden es wohl noch erwarten können. Stimmt nicht. Ja, was ist es, Kinderle? Habt ihr euch ausgesöhnt? Dass ich nicht lach. Ausgesöhnt. Weißt du, was ich da sag? Der Karl ist ein ganz unanständiger Mensch. Ich wäre ein unanständiger Mensch. Sie haben eine nette Nichte, Frau Wirtin. Da kann ich Ihnen nur gratulieren. Ja, um Gottes Willen, was ist denn schon wieder passiert? Frech ist er worden. Jawohl, frech. Also da hört sich die Gemütlichkeit auf. Ich wäre frech worden, wo sie mir die größten Gemeinheiten an den Kopf geschmissen hat. Ich ihm, er mir. Blöde Gans, hat er gesagt. Blöde Gans. Na und? Sind Sie vielleicht keine? Da hörst du es ja selber. Dass ich jetzt will ich euch einmal was sagen, gell? Und der schreibt euch hinter die Ohrwaschel. Wisst, was man mit euch zwei machen sollt? Bei die Haare müssen wir euch nehmen und eure Köpfe so lang gegeneinander schlagen, bis ihr die Sonne für eine fliegende Untertasse haltet. Ihr Sturschädel übereinander, ja macht's doch, was willst. Ja, geht's doch auseinander, renn in dein Unglück, wenn's meinst. Aber ich misch mich nicht mehr drin. Ich will jetzt nichts mehr wissen von euch zwei. Ich geh, ja? Ihr Blindgänger. Und das ist nur Wissen. Wir zwei haben ausgeredet miteinander. Und bilden Sie Ihnen ja nicht ein, dass ich mich aussöhnen wollte, weil ich in Sie verliebt bin. Und bilden Sie sich ja nicht ein, dass ich Sie jetzt noch genommen hätte. Abgelegte Sachen interessieren mich nicht. Guten Tag. Ja, glauben Sie, ich hätte ihn noch genommen. Heiraten Sie doch in Amerika, wilde. Die passt sowieso besser zu Ihnen. Ich weine Ihnen ja mal bestimmt nicht nach. Ich ja mal bestimmt nicht. So, ja, jetzt sind wir da beim Dose und da bleiben wir. Ja, wenn wir sehen, was wir sehen werden. Hey, Wirtshaus! Ist da jemand, ha? Ich bin nämlich da, gell? Ah, Wirtshaus, rausgekommen. Ja, gut, noch einmal. Ja, das ist aber Wer laut. schreit denn da so? Ich will's halt da. Oh, ein Gast. Ja, bitte. Womit kann ich dienen? Sie können mir mit gar nichts dienen, höchstens mit einer Auskunft. Ja, bitte. Wissen Sie, ich komme nämlich wegen ganz was Besonderem. Ne? Aha. Können Sie mal, bin ich da richtig? Bin ich da richtig? Ja, das weiß ich nicht, ob Sie da richtig sind. Ich kenne Sie ja gar nicht. Ja, mir scheint das blim blim. Naja, aber das macht nichts. Passen Sie mal auf, Frauen. Es interessiert mich überhaupt nicht, ob einer von uns zwei da oben richtig ist oder nicht. Was mich interessiert, ist ganz was anderes. So, was denn? Sagen Sie mal, Frau, sind Sie die goldene Gans? Ja, wenn Sie so meinen, dann bin ich die goldene Gans. Oh, Gott sei Dank. Ich hab schon geglaubt, ich hab mich vergangen, wissen Sie. Bis so heute auf ist halt eine ganze Weltreise, nicht? Ja. Also, es ist halt eine Gans. Ich meine, die goldene Gans. Die Ja, goldene ja. Gans, nicht? Ja, das ist ja gut. Sagen Sie mal, sind Sie vielleicht auch die Standelmeierische, ja? Ja,
Die Stangelmeierische bin ich auch. Ach so. Und was wollen Sie von der Stangelmeierischen Gans? Nicht schlecht, sag ich. Ah, die gefällt mir. Die hat einen Humor, die gefällt mir. Die ist gar nicht so blöd, wie ich geglaubt habe. Sie müssen nämlich wissen, ich bin ganz wer Besonderer. Ja, das habe ich sofort gemerkt. Aber was, das haben Sie schon gemerkt? Ja. Das ist ja nicht möglich. Also Sie haben bemerkt, dass ich ganz wer Besonderer bin. Ja, ja. Aber wer ich bin, das haben Sie noch nicht bemerkt. Hä? Na, bis jetzt noch nicht. Sie haben sich ja bei mir noch nicht vorgestellt. Jesus, das kann man ja nachholen. Ja. Also passen Sie auf, ich sag gleich lieber du zu dir, gell? So. Da redet man sich viel leichter, nicht? Hast du was dagegen, Frau? Hä? Nein, das Frauerl hat nichts dagegen. Ist gut, sag ich. Ich glaube, wir zwei verstehen uns, hä? Ja, sehr richtig. Die hat aber einen Schlag, du. Aber die gefällt mir, die gefällt mir. Also, pass mal auf, Frauen. Ich bin nämlich der Dampfinger. Der Onkel Eusebius Dampfinger, Schnabelkirchen. Sie sind, um Gottes Willen, Sag einmal, Schwarz 13. was bist du denn vor mir so erschrocken? Ich komme nur meinen Neffen besuchen. Mein Neffe ist ja da Kellner da in der Guiana Gans, nicht wahr? Ja, ja, der ist der Kellner. Ja, ja. Oh, da wird der Karl aber eine Freude haben, dass Sie da sind. Das glaube ich, dass er eine Freude hat, wenn er mich sieht. Er hat mir nämlich geschrieben, dass er bald heiraten wird. Ja, ja. Und dass er einen Haufen Geld braucht. Du weißt, ne? Und da hab ich gedacht, kommst du mal überraschend her und schaust dir seine Braut an. Ja, das ist ja Ihr gutes Recht. Das ist auch mein gutes Recht. Er ist nämlich mein einziger Erbe, der Kari. Ja. Na, und in was der Dampfinger sein Geld investiert, das muss er vorher haargenau beaugapfeln. Merkt er das? Naja, und wenn der Bursche heiratet, dann muss er sich eine Frau nehmen, die mir nachfällt. Hab ich recht oder nicht? Ja, sicher haben Sie recht, vollkommen haben Sie Na recht. also! Die gefällt mir, die Frau. Gut, also, pass auf. Schau, dass du weiterkommst, Frau. Hol mir den Burm. Ich bin schon neugierig auf den Kachel. Ach so, Sie wollen ihn sehen. Ja, freilich will ich ihn sehen. Ja, ich hole ihn gleich. Ja, gell? gut. Herr Dampfinger, Ja? sagen Sie mir, wollen Sie nicht Bier trinken? Wissen Sie, da vergeht die Zeit so schön. Dann bring jetzt mal zuerst den Burm her und dann reden wir weiter, gell? Ja, ist gut. Aber na, schnell. wohl, Jesus. Herr Dampfinger, Ja? wir trinken doch ein Bier. Ich schicke Ihnen eins raus. Das brauchen Sie nicht bezahlen, gell? Das geht auf meine Rechnung. Aber bleibst da, Herr Dampfinger. Geh, bitte, bleibst da. Ja, das ist mal Bier. Was? Auf Ihre Rechnung? Ja, das ist ja direkt eine Beleidigung. Bin ich ein Armenheiser oder was bin ich denn? Ich bin ja Eusebius Dampfinger, Schnabelkirchen. Ich brauch keine Geschenke feiern, nicht wahr? Die bin ich. Lass das nur gleich wissen, gell? So was. So. So, zusammengepackt ist, jetzt gehen wir. Oh, um Gottes Willen. Ja. Ja, der Karl. Ja, der Onkel, ja. Ja, Na, was ist denn? Willst du deinen Onkel nicht begrüßen, hä? Aber freilich, Onkel, grüß dich gut, Onkel. Ja, das ist eine Überraschung, ja. Geh, da schaust, ja? Ja, da schau ich, ja. Was willst du mit dem Koffer da? Mit was für einem Koffer? Nein, was du in der Hand hast, nicht? Ach so, mit dem Koffer. Ja, Onkel, das ist, die muss ich auf die Bahn bringen. Nur auf die Bahn. Ja. So. Du kannst ja nicht denken, warum ich gekommen bin, ja? Nein, Onkel, das kann ich mir gar nicht denken. Ah, du Schlanke, du. Das liegt doch klar auf der Hand, nicht? Deine zukünftige Frau muss ich unbedingt kennenlernen. Um Gottes Willen, jetzt haben wir schon. Ach, also deswegen bist du hergekommen. Ah, Onkel. Onkel, da hättest du die weite Reise aber ruhig sparen können. Ja, wieso denn? Warum denn? Ja, weißt, gerade heute wollte ich mit ihr zu dir fahren. Ja, der Dings da, der Koffer, der ist nämlich von ihr, von meiner Braut. Ja, ich weiß doch, was ich gehört. Ich muss doch meinem lieben Onkel meine liebe Braut vorstellen. Ja, schon. Ja, weißt, Onkel, und drum wär's das Gescheiterste, wenn's wieder heimfahren hättest. Komm, fahr. Warum denn? Sag einmal, warum? Ja, ich komm doch mit ihr zu dir, Onkel. Sei gescheit und fahr heim. Nein, das bin ich mal da. Jetzt fahre ich so schnell nicht mehr heim. Zuerst muss ich meine Liebe, nicht meine zukünftige, deine Braut kennenlernen, gell? Passt halt aus. Sag mal, wo ist sie denn überhaupt? Warum kommt sie mich denn nicht begrüßen? Ne? Ja, wo ist sie denn? Ja, was weißt du nicht, wo die ist?
Was, du weißt das nicht? Nein, ich meine, ich weiß es schon, bloß ich weiß nicht, wo sie jetzt ist, jetzt momentan. Ja, meint ihr, das suchst du halt? Ich bin schon fürchterlich neugierig auf sie. Her mit den Trutschel. Ja, das wird nicht gut gehen, weil die ist gar nicht da. Was, weil? Wieso ist der nicht da? Ja, die ist dann ausgegangen. Gerade vorhin ist sie da Ja, hinausgegangen. dann rufst du es heute, wird doch nicht so weit gekommen sein, nicht? Ja, Onkel, das mit dem Rufen geht auch nicht, weil Weil. sie ist Blumen pflücken gegangen. Ach, nicht, sowas brauchen wir da nicht zu Blumen. Doch, Onkel, sie hat gesagt, dem lieben Onkel Eusebius, dem muss ich unbedingt Blumen mitbringen. Was? Ja, so hat sie gesagt. Wirklich? Ja, weiß das ja. Sie ist ja so ein liebes Madel, mein Resal. Was Resel heißt? Resal, ja. Wunderschöner Name, muss ich ehrlich sagen. Das muss aber wirklich ein liebes Madern sein, du weißt? Das mit den Blumen, das gefällt mir. Ja, das ist sie auch. Ein ganz ein liebes Madel. Ja, weißt, Onkel, und du verdirbst dir jetzt die ganze Freude, weil du da hergekommen bist. Drum sei gescheit und fahr heim. Nein. Sie kann mir doch die Blumen da auch überreichen. Da freue ich mich genauso gut wieder heim. Aber da ist es doch viel weniger feierlich, Onkel. Sei gescheit, fahr. Nein. Jetzt bin ich mal da, jetzt bringst du mich so schnell nicht mehr los. Da wird sie sich aber schön kränken, meine Rosel. Was, Rosel? Du hast doch gesagt, sie heißt Resel. Ja, hab ich Rosel gesagt? Ja, weißt, Onkel, die heißt Resel und Rosel. Sozusagen Rosenresal, ja. Ja, weißt, Onkel. Und da sag ich einmal Resal zu ihr und einmal Rosal. Damit mir nicht langweilig wird, ja. Das ist gut, sag ich. Das ist gut, dein Humor hat der Bub von mir geerbt. Also pass auf, jetzt suchst du es einmal, der Rosenresel. Ja. Ich gehe dabei inzwischen zu der damischen Urschel da rein, da will mir ein Maß Bier zahlen, Ja, gell? geh zu, Da geh ich da rein, hinaus, gell? geh Dabei suchst du es. hinaus. Aber schnell. Wenn ich da wieder rauskomme, dann muss ich schon da sein, mein Rosenresel. Ja. Hey, Wirtshaus! Mein Freund, wir möchten ich haben! Hey, Wirtshaus! Um Gottes Willen. Wenn das noch gut ausgeht, dann mache ich eine Wallfahrt nach Maria Eck, wenn es sein muss. Oh je. Da habe ich meine saubere Suppen eingebracht. Fräulein Kathi, Lassen Sie mich in Ruhe. ich bitte Sie, horchen Sie mich an. Geben Sie mir den Weg frei, bevor ich handgreiflich werde. Ich bin in einer furchtbaren Verlegenheit. Das interessiert mich nicht. Stellen Sie Ihnen vor, mein Onkel ist da und will meine Braut sehen. Ja, dann zeigen Sie es ihm halt. Wo ich doch gar keine hab. Dann zeigen Sie es ihm halt nicht. Fräulein Kathi, denken Sie nur, wenn er jetzt dahinter kommt, dass ich ihn angeschwindelt habe, dann enterbt er mich und dann ist es aus mit dem Auswandern nach Amerika. Ja, dann bleiben Sie eben da. Fräulein Kathi, denken Sie halt, wenn Ihnen sowas passieren tät. Mir passiert aber sowas nicht und damit Schluss. Fräulein Kathi, ich flehe Sie an, sagen Sie nur für 20 Minuten, Sie sind meine Braut. Nicht eine Minute. Und da können Sie flehen, so viel Sie wollen. Damit aus. Du bleibst jetzt da, gell? Was soll ich denn noch da? Ja, du kannst doch den Karl jetzt nicht im Stich lassen. Und ob ich das kann, das werden Sie nachher schon sehen. Fräulein Kathi, bitte. Nein und nochmal nein. Damit aus. Wo das Mädel bloß den Dickkopf her hat, das mit Gewissen. Was soll ich denn machen? Ich bitte Sie, Frau Wirtin, geben Sie mir halt einen Rat, was soll ich denn machen? Ja, da ist guter Rat teuer. Ja, aber geholfen muss ja nicht werden, das ist klar. Ja, weil es auch immer so Geschichten macht für junge Leute. Ja, was sollt ihr machen? Ich werde noch mal reden mit ihr. Es wäre flach, wenn die nicht das tut, was ich will. Kathi, da raus! Karl, verlassen Sie sich drauf. Sie kriegen Ihre Braut. Und wenn ich eine erfinden muss. Das geht nicht gut. Das geht nicht gut. Ich spür's, das geht nicht gut. Die gibt
du bist das Rieserl, hä? Ja, ich heiße doch Kathi. Wieso, du hast nicht gesagt, sie heißt Rieserl? Ja, Onkel. Ja, aber sie will immer, dass man Kathi zu ihr sagt. Mache die Freude und sag Kathi zu ihr, ja. Gut, ist ja gleich. Also Kathi, gell? Also, mein Neffe hat einen guten Geschmack, das muss ich ehrlich sagen. Und mir gefällt's auch, muss ich ehrlich sagen. Ein bisschen mager bist, ja. Aber in der Ehe, da wird er dich schon ausführen dann ein wenig. Du, mein Schneizer, gell? Das Einkaufen geht knapp. Ja, das Onkelein ist da. Ja, grüß dich Gott, Onkelein. Was ist denn das für eine, hä? Ja, Onkelein, ich bin doch die Braut. Ja, Ja, sag einmal, wo haben sie die auslassen, ja? Was? ja, Onkelein, sag mal, willst du mir nicht ein Puzzle geben, oder? Also, sag einmal, wie viel Breite hast du denn überhaupt? Nein, Onkel, das ist nur zum Aussuchen. Ja. Nur zum Aussuchen, ja. Aber du, sag einmal, Ja. bist du nicht die Stangelmeierische, die mir vorhin ein Maß Bier gezahlt hat, hä? Ja, die bin ich. Ich bin die Stangelmeierische. Ich bin die Zwillingsschwester von meiner Zwillingsschwester. Und daher die Ähnlichkeit. Gell, Onkel, ist das schön? Also, sag einmal, welcher ist jetzt die richtige Braut? Ja, ich, Onkelein, ich bin die Richtige. Was hast denn? Was ist denn los mit dir, ha? Mir wird schlecht. Was ist denn, ha? Das ist mein Ende. Ja. Ein Wasser. Ja, Weil du auch noch was kommst. ja, ich wollte doch Was noch- steht's denn da rum? Hol's Ja, ein was steht's Wasser. denn umeinander, Ein oder was? Zwischenwasser. Ja, komm, es geht. Wenn es tut, es sei Das haben sie jetzt von ihrem Schwindel. Das kommt davon. Wollen Sie mir jetzt auch noch Vorwurf machen, wo ich sowieso in der Tinten sitze wie noch nie? Ja, habe ich Ihnen vielleicht nicht helfen wollen? Ja, aber zu spät. Viel zu spät. Wenn Sie gleich Ja gesagt hätten, dann wäre es gar nicht so weit gekommen. Ja, ich wollte ja überhaupt nicht Ja sagen. Aber wie Sie so armselig dagestanden sind, mei, da haben Sie mir halt leid getan. Na, das ist jetzt der Dank dafür, dass ich mich geopfert habe. Jawohl, geopfert. Selbst auf die Gefahr hin, dass ich Sie noch hätte nehmen müssen. Vorausgesetzt, wenn ich Sie dann überhaupt noch genommen hätte. Und was haben Sie gesagt? Geopfert. Dass ich nicht lach, geopfert. Das große Töne-Spucken haben Sie auch bloß von Ihrem Stammschloss besitzenden Aushilfsbaron gelernt. Lassen Sie doch den Kerl aus dem Spiel. Die Sache ist für mich schon längst erledigt. Aber für mich nicht, wo ich doch alles verloren habe wegen ihm. Ich höre immer verloren. Ja, verlieren kann man doch nur was man mal gehabt hat. Und das werden Sie von mir wohl nicht behaupten wollen. Sie eingebildet auf Sie. Jetzt ist aber genug. Wer ist denn eingebildet auf? Ja, Sie, wer denn sonst? Sie Jammerlappen, Sie. Sie. Sie können mir zureden, was wollen. Ich fahr heim. Ja, du Schwindler. Du Betrüger, du ausgeschamter Kerl, du. Pfui Teufel, pfui Teufel. Aber Onkel, Es hat sich ausgeonkelt, merkt er das? Du bist ab jetzt enterbt. Ah, no. so lasst er doch erklären, Onkel. Ich lass mir nicht mehr gerne vorhaben. Ah ja, Herr Dampfinger, lass es doch mal mit Ihnen reden, doch. Na, Sie können mir zureden, was Sie wollen. Ich mach, was ich will. Ich fahr nach Hause. Na, ich will Ihnen doch bloß einen Vorschlag machen. Na gut, dann schlagen Sie vor, wann Sie unbedingt schlagen wollen, nicht? Jetzt passen Sie mir auf, Herr Dampfinger. Wie wäre das? Wären Sie dem Karl zum Beispiel wieder gut, wenn er vielleicht wenn er doch die Katja heiraten tät? Was Sie sieht das? Na, ich meine, das wäre doch ein Vorschlag, oder? Ja, das war doch ein... Ach, du sei ruhig, gell? Ja, das müssen Sie eigentlich überlegen. Da gibt's doch nichts zum Überlegen. Sagen Sie ja und alles ist in Ordnung. Sag ja und... Halt! Ja, also gefällt das mir ja ganz gut. Na Ja, also. gut, ja, na, Ja, was ist freilich. nachher? Ja, was ist nachher? Die liege gleich was Knie. Also gut, ich geb's zu. Aber unter einer Bedingung.